Ja. Ich bin so gespannt, was da so gibt. Hallo, grüß Gott. Hallo, freut mich. Hallo. Sie sind die Chefin von dem schönen Restaurant, ja? Freut mich sehr. Ja. Sie sind eine richtige Köchin, gelernte Köchin. Nein, ich bin nicht der richtige Koch. Aber Profi-Hausfrau. Ich nur Essen für meine Familie, mache für meine Familie. Ich bin nicht keine richtige Koch. Aber hier gibt es keinen richtigen uigurischen Koch. Ja. Deswegen ich muss selber alles machen. Super. Das macht nichts, wenn ihr reist, oder? Das ist nicht so schlimm. Das ist eine unglaubliche Technik, hä? Sagenhaft. Das ist Akrobatik, ich bewundere das. Das ist Kunst. Das ist ganz einfach. Wie ist dir eigentlich da gegangen mit dem Essen und so weiter? War das für dich jetzt total fremd oder hast du einfach das... Fremd natürlich, also man muss auch sagen, das uigurische Essen ist ja auch ganz anders als das chinesische Essen. Ich meine, das ist ja eh wiederum anders abhängig von der Provinz, in der du gerade bist. Ja. Genau, aber mit Stäbchen ist man überall. Mit Stäbchen ist man überall. Und ist da der Unterschied wirklich so groß, dass man sagt, also die Chinesen essen wieder ganz anders als wie die Uiguren? Also zum Beispiel allein schon vom Fleisch her, die Uiguren essen ja kein Schweinefleisch, genau. Und von dem unterscheidet sich schon mal groß. Okay. Das Opferfest, hast du das drüben auch mal gesehen? Genau, ich war letztes Jahr um die Zeit in Urumqi, das ist die Hauptstadt von der uigurischen autonomen Region, und habe da das Opferfest auch mitfeiern können. Also von vorne bis hin. Hat dich das beeindruckt, ja? Auf jeden Fall. Es war ganz spannend zu sehen. Ja. Und jetzt bist du also praktisch hier in München auch, um das Opferfest da heute mitzuerleben und dann Vergleiche zu ziehen irgendwie so, oder? Ja, das interessiert mich. Also genau, wo die Unterschiede sind. Allein schon, welches Essen aufgetischt wird, wie die Leute zusammen feiern, wer alles kommt, wer das Fest ausrichtet und so. Was heißt Prost? Prost. Ich glaube, die würden da das Chinesische sagen, Ganbei. Ganbei, da sagen wir Ganbei. Dann trinken wir erst einmal. Was hast du da? Wie heißt das, was du hast? Chichire. Da ist auch Lammfleisch drin. Das sind auch so kleine Maultaschen. Und was hab ich da? Dapanji. Also das heißt übersetzt großer Teller Hühnchen. Aber ganz schön scharf, das sage ich dir. Ganz schön scharf. Was Knochen sind auch dabei. Ja.
Was ist das für ein Tee? Ist das ein besonderer Tee? Oder? Na, das ist ein ganz normaler Ganz schwarzer normaler Tee. Tee. Ja. Und das ist jetzt so Also diese Spezielles uigurische Spezialität, Sangsa, das machen wir immer beim zwei Feste, weil eines ist dieses Fastenbrechenfest und die zweite ist Opferfest. Ja, das machen wir. Das ist nicht so Salzstangerl, oder? Nee, Käsestangerl. ungefähr so, ja, ja. Also, Ja. Also, sehr gut, aber auch sehr trocken, verstehst du? Ja, Er bleibt ein bisschen stecken. Ja. Du, und, ist das ein Familienbetrieb oder? also wir führen zusammen mit meinem Schwager, der in der Kasse ist, Okay. der Herr Masum. Und der Metzger ist auch Uigure und wir arbeiten auch seit langem zusammen immer. Wie lange hast du schon? Also fast 9 Jahre sind wir schon im Laden hier. Das ist eine lange Zeit. Ja. also Sinn von Opferfest ist ja so, also der Fleisch muss in 3 Teilen geteilt werden, aufgeteilt werden. Ein Teil von dem Fleisch bleibt für den Verbrauch, für die Familie. Der andere Teil gibt man das den armen Leuten, teilt es ab. Ja, das macht ihr auch, oder? Das machen wir auch genauso. okay. Und dann dritter Teil, also das muss dann, der dritte Teil wird dann gekocht und für die Besucher, Gäste serviert. Ihr könnt jetzt auch praktisch anderes Fleisch auch nehmen. Also, ihr könnt jetzt auch Kalbfleisch nehmen, oder? Wir so. können Kalbfleisch nehmen, Schaffleisch nehmen. Bloß kein Schwein halt. Kein Schweinfleisch, Keine genau. Frage. Das Wort Halal, das kommt ja auch bei euch immer wieder vor. Was ist denn das eigentlich ganz genau jetzt, ein Halal? Also das Halal bedeutet, dass der Lamm mit Messer geschlachtet wird und muss auch so da Blut fließen, also so richtig mit Messer und auch mit Allah Akbar sagen und das schneiden. Man hat ja früher auch mit dem Messer geschlachtet, also das ist ja nichts Neues. Ich meine, die haben ja früher auch keine Schussapparate nicht gehabt, die Metzger. Nicht, da ist ja auch halt mit dem Messer richtig gestochen worden. Und so weiter. Ne? Bloß halt, wir haben das Blut immer, oder wir machen weiter, fangen wir das Blut halt auf und dann wir das weiter verarbeiten und ihr das halt wegschmeißen, oder? Das Blut wird weggeschmissen. Aber du würdest jetzt nie so eine bayerische Blutwurst essen oder einen Pressack oder sowas, oder? Nee, also gegessen habe ich bis jetzt auch nicht. Also, nee. Kannst du auch einen Pressack mit Essigöl oder so, oder? Ist das nichts? Aber du weißt, dass das gibt jetzt in Bayern. Ja, das weiß ich Das schon. weißt du schon. Aha. Da habt ihr da Spende für uigurische Schüler, da ist aber noch nicht so viel gespendet worden, oder? Das wurde Da ausgelernt. habt ihr schon wieder viel ausgelernt. Ja. Und warum brauchen die uigurischen Schüler eine Spende? Warum eigentlich? Manchmal machen wir mit denen einen Ausflug in München oder in Bayern. Dann, dass Damit die dieser- bei der Kinderkultur dranbleiben, Genau, damit genau, die die Sprache genau. lernen und so Sprache weiter. lernen und dann auch natürlich Bayern oder München kennenlernen. Das ist aber ganz schön schwer, das Viech. Essen wir Ich mit bin ja froh, dass du nicht ein halbes Kalb bestellt hast. Verstehst du das? Da würde ich schwer schleppen. Oder einen halben Ochsen oder sowas. Das geht ja ja, noch. okay, das wäre viel zu viel natürlich. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Wahnsinn. Schön, oder? Doch, Wenn sie das nicht, ist schön. wenn sie nicht essen, verhungern wir beide. Oder? Das ist ein Aber schöner stimmt. Schurab. Was ist dein Lieblingsgericht beim Papa? Döner. Döner machst du? Gibt es da einen richtigen uigurischen Döner auch oder sind die alle gleich irgendwie? Eigentlich nicht, aber Ja. ja.
Was ist der beste Döner, den Sie haben? Also eigentlich haben wir nur einen und halt der normale. Was magst du jetzt lieber, ein Döner oder lieber Kassemi? Döner. Ehrlich? Weil ich esse kein Leberkasse. Du magst keinen lieber Kassemi nicht. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Das ist dann die Innenseite von der Moschee. Genau, am Tag 5-mal beten wir hier. Am Tag. Also diejenigen, die Zeit haben, natürlich diejenigen, die arbeiten, die nicht also so 100%ig Islam praktizieren, die beten nicht. Beim Beten richten wir uns Richtung Mekka. Mach die rein gerade. Ja. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد في الأولين اللهم صل على محمد في الآخرين اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين لا نفرق بين أحد من رسله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Hast du das alles verstanden? Ich habe alles verstanden. Aber es ist eine sehr wunderbare Atmosphäre. Es geht in den Bauch rein, ja. Was mich jetzt sehr beeindruckt hat, war zum Schluss jetzt, dass sich jeder die Hand gegeben hat. Das finde ich. So, wir begrüßen uns. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt uns, wenn der Mu'min, der Gläubig, sein Bruder begrüßt, die Sünden fallen weg. Also das ist eine Motivierung für uns, dass wir immer Kontakt miteinander haben. Wie wichtig ist eigentlich das Essen für die Religion? Weil ihr dürft ja bestimmte Sachen nicht essen. Also Fleisch soll halal sein, also soll islamisch geschlachtet werden oder geschlachtet sein und also keine verbotene Sachen wie Schweinfleisch. In diesem Bayram, also Opferfest, ist wichtig, dass der Muslim von seinem Opfertier isst. Ja? Und an diesem Tag sollen alle Muslime von den Opfertieren essen. Ja, und deshalb ist das Opfertier, was der Muslim schlachtet, soll einen Teil für sich behalten, einen Teil schenken und einen Teil ausgeben für Armen. Es ist ein soziales Fest eigentlich, ein richtig soziales Fest. Genau. Das ist also Koran. Was ist das für eine Schrift? Was ist das für eine Schrift? Arabisch, der Koran Arabisch. Immer. Das ist der originale Koran. Gibt es auch auf Kurdisch? Gibt es in allen Sprachen eigentlich, oder? Ja. Also die Kinder lernen das hier natürlich in arabischer Schrift. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal lazina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin.
Sehr gut, hast du gut gemacht. Schön. Ob das Ding geht. Du oder Frau? Also meine Frau. Ja, schon, meine oder? Frau. Da riecht es schon gut. Da riecht es schon gut. Nicht? Was haben Sie denn da schon drin? Das ist Schurpa. Lamm, das ist Lamm. Ne? Ja. Ist da auch schon Gemüse drin oder nur Zwiebeln? Nein, nur Zwiebel und Zwiebel, aha. Salz und Pfeffer. Und das ist jetzt Das ist Fleisch für unsere Manta. für das Manta. Okay. Und was ist das dann? Das ist Teig. Was sind das so ein richtiger Hefeteig oder was, oder? Nein, das ist ganz normaler Teig. Ist das ein Wasserteig? Mehl, Wasser, Salz. Das nicht. Was kann ich machen jetzt? Jetzt schneiden wir Fleisch. Okay. Für Füllung. Du machst vor. Mhm. So was für eine Füllung ist das dann für den Teig? Genau. Und wie schneidest du das jetzt? Also kleine Würfel oder was? Ja, so. Aha. Und warum magst du da kein Hackfleisch nicht? Kannst du doch einen Wolf? Nein, das ist. Nicht? Das schmeckt ganz anders. So, das schmeckt anders, okay. Das ist euch schneiden da, oder? Ja. Okay. Und also meinst du, das schmeckt anders, wenn man das durch einen Wolf dreht? Passt das so, oder nicht? Koch muss natürlich so schneiden, so schnell und schön. Das reicht. Jetzt Du machst die Zwiebeln. Zwiebeln. Das ist dann vermischt oder was? Ja, Dann komme ich zu dir her. Einfach drauf, oder? ja. Ein bisschen so. Ich weiß nicht. Kommt das jetzt unten rein oder da? Nein, da. Hier. Ah, okay. Mhm. Das müssen wir zuerst Teig fertig machen und dann ich zeige dir alles. Dann zeigst du mir alles. Ja, Das ist schon fertig, oder? ja. Sie müssen möglichst gleich sein. Sonst, wenn sie nicht gleich, dann werden unsere Manta so eine kleine, eine groß. Und das Das geht nicht. Du musst immer, ja, das ist schon richtig. Das müssen wir immer gleich machen, die Manta. Rand müssen wir auch drücken. Nur Rand. Ja, den Rand. Mhm. So ist das, so Teigtaschen werden das. Ja, schau bitte. Wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Mehl, weil wenn das ein bisschen liegt, dann wird es kleben zueinander. Ja, aber deine kleben dann später. Weil ich zu wenig Mehl habe, meinst du? Ja, so. Ich mache, was du sagst, also das ist schon klar. Mit dem Nudelholz da, was du hast. Okay. Dieser Rand muss ein bisschen besser gerollt. Hier muss ein bisschen so dick. Dicker sein. Aber ein bisschen. Wie machst du das jetzt? Mhm. Ah ja, schau her. Schau bitte. Ja, ja. Also bitte das.
Fühlst du, das ist so ein bisschen dick? Ja, dünner und damit ist dicker. Ein bisschen dicker. Ah, ja, schön. Okay. Soll ich nochmal zeigen? Ja, zeigst du nochmal. Vielleicht kommst du dann zu mir. Okay. So ein bisschen näher. Ja. Fertig, oder? Ja, das ist wieder ganz eine eigene Technik. Das ist Kompliment, muss ich dir sagen. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt formen. Wie so ein Geldsäckchen, oder? Auch schön. Auch schön, ja du. Man da muss so aussehen. Schau. Das hält jetzt sicher, das Deine. Das ist ein bisschen zusammengenäht. Du machst das wie eine Nähmaschine. Aber willst du nicht ein bisschen lernen, das ein bisschen so formen? Doch, doch, ich mach doch schön. Aber ich habe leider keine Nähmaschine in meine Finger, so wie du. Verstehst du das? Nein, das ist nicht so schwer. Du machst das ja wie eine Nähmaschine. Aber ich muss dir sagen, mir gefallen die meinen auch ganz gut. Ja, mir gefällt auch. Dann wird wirklich bayerische, uigurische Manta. Eine deine, meine deine. Siehst du, also würde ich so sagen, also ich habe es, glaube ich, ganz gut gemacht. Den Rest magst du, damit deine Gäste auch zufrieden sind. Ah, mit dir hätte ich nur so mehr Spaß. Wie wär's? Ist ja klar, weil das lustiger ist, ne? Das ist so bei uns, genauso wie bei euch am Weihnachten wird es auch bei uns, die Gäste bringen Geschenke und wird das verschenkt an Kinder. Hallo, grüß dich. Fries. Das Opferfest, wir sagen Kurban Bayram, es dauert 4 Tage. Innerhalb dieser 4 Tage besuchen wir unsere alle, erstmal Verwandte und dann der nächste nahestehende Freunde, Bekanntschaft. Da geht es ja immer wieder von in der Früh bis auf die Nacht immer woanders hin. Genau, Und genau. überall gibt es was zu essen praktisch, oder? Überall gibt es was zum Essen. Was ist eigentlich der religiöse Hintergrund? Religiöse Hintergrund, das ist also auch, hat's auch mit dem, beim Christentum hat es auch ähnliche, dass Abraham der Schaf schlachten musste. Ja, Wir haben also diesen Hintergrund haben wir auch, weil Abraham hatte ja dem Gott versprochen, wenn er ein Kind bekommt, dass er bereit ist, dieses Kind für Gott zu opfern. Gott hat ihm wollte natürlich nicht, dass ein Mensch geopfert wird, aber dann hat Gott ihm wissen lassen, dass er ein Tier schlachten soll. Ist das jetzt ein rein muslimisches Fest oder ist das ein uigurisches Fest? Das ist ein rein muslimisches Fest. Also das machen alle Muslime? Alle Muslime. Und warum sind zum Beispiel jetzt eure Frauen nicht verschleiert? Wieso haben die das nicht? Das ist also nach unserer Religion ist Verschleierung ist ein Gebot des Gottes. Ob jetzt eine Muslime das macht oder nicht macht, ist das ihm überlassen. Und wir Uiguren kommentieren Islam ein bisschen liberaler. Also Liberale, wir sitzen am selben Tisch. Was ja auch sein soll. Jede Religion soll ja auch liberal sein, also dass jeder irgendwie damit klarkommt. Ne? Das muss man auch verstehen irgendwo. Doch eigentlich, Islam ist schon eine liberale, eine friedliche Religion. Grüß dich, freut mich sehr. Ja, schön, dass Sie da sind. Frau und Herr Omer. Mensch, was ist er auch? Habt ihr eigentlich bei so einem Fest einmal auch so, als wir mich sagen, also einen Bayern dabei oder einen anderen oder nicht? Das sind nur Uiguren dann, oder? Beim Opferfest. Also Beim Opferfest natürlich wie diese uigurische Gemeinde, genau. Also sicher Ausnahme, oder? Sie sind heute unser Gast, genau. Sie sind Ausnahme, natürlich. Nein, das ist auch schön. Ich meine, ich finde es gut, einmal so andere Kulturen kennenlernen oder überhaupt. Und ich bin jetzt nur total baff von diesem riesen Haufen da in der Mitte, weil ich mir denke, da braucht man schon viel Hunger, bis das weg ist, oder? Also das nennen wir Sangsa. Ja. Das wird also handgemacht. Dieses also Nudeln wird in heißem Öl gebrannt und in diesem Form, das ist nicht einfach, also in diesem Form zu servieren
Und das ist bei uns wirklich ein richtig. In jedem Haus gibt es das, genau. Ohne andere Kleinigkeit ist okay, aber ohne Songs geht nicht. Geht nicht, das hat jeder. Also wir fühlen uns sehr traurig ohne Songs. Das ist wie bei uns in Bayern die Butterbrezen, oder? Die muss immer die muss in der Früh auf dem Tisch sein, das geht gar nicht. Jetzt sagst du mir nochmal das mit dem Platzwechsel. Ja, also bei uns wird ja die Gäste geehrt. Deshalb sitzen immer die Gäste am oberen Teil des Tisches. Okay. Deshalb, wenn jeder Gast gekommen, am Anfang haben wir uns ganz oben gesessen, weil da waren nur wir allein beide da. Ja, ja. Deshalb, wenn immer ein Neuer gekommen ist, habe ich meinen Platz frei gemacht. Am Ende bin ich hier gelandet. So ist es. Ne? Fleisch von dem Lamm, das wird geschlachtet. Kräftige Suppe ist es, ja. Das ist das Lamm, das wir zusammen in den Wagen getragen haben mit dir. Das Fein haben wir gutes Lamm ausgesucht. Ja, oder du hast es ausgesucht. Schmeckt schon gut. Jetzt kommt Manta, oder? Manta. Ja, lala. Da sind auch bayerische Manta dabei, da müsst ihr aufpassen. Da haben wir auch dabei. Ja? Da müsst ihr schauen, welche ich gemacht habe und welche sie gemacht hat, ob ihr das seht. Wenn die ganze Lamm zurück ist, Eine habe ich gefunden, das ist von Ihnen. Was, zeig her. Ja. Nein, das ist nicht von mir. Oh nein, das ist von Ach so. So, mal hier. Jetzt machst du praktisch die uigurische Urnudel eigentlich. Das ist, wenn man sagen, so praktisch, das ist so, ihr habt praktisch die Nudel erfunden, kann man sagen, oder? Ja, so kann man sagen, genau. Kann man sagen, weil viele meinen, das kommt aus Italien, aber das stimmt nicht. Ja, stimmt nicht. Sondern Marco Polo auf seinen Reisen hat da die Nudel mitgebracht und ihr seid praktisch die Urheber oder die Erfinder der Spaghettis, da seid ihr auch stolz drauf. Ihr macht die besten, ihr macht die längsten, ihr macht die dicksten und du bist die Weltmeisterin darin, die Beste aus München. Und ich freue mich, dass ich jetzt da bei dir bin. Ja, und also ich schau dir total interessiert zu. Was hast du da für Mehl? Ein normales Weizenmehl? Genau, dann machen wir ein bisschen Salz, je nachdem. Okay. Und dann ist noch reines Wasser. Dann zusammenmischen. Ich habe meine Hände schon vorher sehr gut gewaschen. Ja, ja. Machst du das mit den Händen, den Nudelteig, oder? Ja. Das knetest du dann richtig schön durch. Ja, ist nicht. Ich musst du darüber gehen. Ja, okay. Genau, umziehen hier. Und noch ein bisschen Wasser. Noch mal eins. Entschuldigung, ist das okay, wenn ich sage, dass du das Ja, freilich, also ich mache das gerne durch. In dieser Stelle? Ja, so. Okay, das reicht jetzt. Das reicht. Machst du das eigentlich öfters, die Nudeln? Ja, also eigentlich mindestens einmal in der Woche. Ah, die Kinder mögen das und mein Mann mag das, ich auch. Und da macht ihr praktisch auch so, wie wir es mir auch machen, halt einmal Fleischsoße dazu oder ja, genau. Genau. Kann man auch das so Fleischsoße oder Gemüse und nur Gemüse kann man alles möglich kochen. Also braten eigentlich. Normalerweise zu Hause wir sind vier Leute zu Hause. Ich brauche maximal 1 Stunde, ist das Essen ist schon auf dem Tisch. Und wenn ihr mal weggeht, dann geht es ja in ein urgurisches Restaurant. Ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir versuchen zu finden, in Europa ist es schwierig, aber egal wo, zum Beispiel in Frankreich oder wo, wir wissen, wo uigurische Restaurants sind. Da geht's ja hin. Ja, genau. Aber geht es ja mal zum Beispiel jetzt im Sommer mal so einen bayerischen Biergarten hier in München? Weißt du, schon. Biergarten schon, oder? Natürlich. Und da esst dann also die bayerischen Sachen? Nein, wir gehen hin, nachdem wir gegessen haben. Ach so, ihr geht dann bloß mehr auf ein Bier oder sowas, oder? Genau. Also so. Zum Essen nicht, oder? Zum Essen nicht, nur vielleicht zum Kaffee trinken oder sowas mit der Freunde zu treffen. Für sowas, aber nicht für das Essen. Weniger. Aber hast du schon mal so einen Steckerlfisch gegessen oder so einen Oberarzt? Ja, klar. Kennst du, aber die schmeckt ja nicht so, oder? Doch. Der Fisch schmeckt schon gut. Gebratener Fisch meinst du, ne? Das gefällt mir.
Du tust da nur drücken eigentlich, du tust gar nicht kneten, du drückst. Na, jetzt man braucht 5 Minuten. Ich weiß es ruhen nicht, lassen. wie sagt man das auf Deutsch? Das, Ruhen lassen, den Genau, Teig. ruhen lassen, dann ist der Teig fertig. So, wie geht's mit deinen Nudeln? Ja, jetzt können wir hier. Hier können wir anfangen, hast du schon? Genau. Aha. So, dann machst du das. Kleines Stückchen. Dann machst du so Würste dabei, oder? Genau. Also einfach nur so quetschen. Okay. Jetzt so ungefähr so. Fertig? Ja, genau. Oder? So ist okay. So ist okay. Das ist mal der Anfang. Der Teig ist sehr, sehr sämig, den hast du uns echt gut hingebekommen. Erfahrungssache. Wie ich noch zu Hause war als kleiner Junge, da musste ich immer in der Früh um 4 Uhr aufstehen, ja. Dann haben wir immer so Brezeln gemacht, schon, ja. Das ist die Brezel, das war also immer die erste Arbeit immer in der Früh. Schön. Oder? Gurdische Brezeln, Brezelnudeln. So, da, wie geht's euch? Gut. Du bist ja fertig, oder? Ja. Du hast die Fleischsoße gemacht, oder? Das ist Lammfleischsoße mit Gemüse. Ah, schön. Riecht schon gut, ne? Ja, riecht super. Was ist das rote da aus der Paprika oder was? Chili Pasta. Ah, so Chili Pasta hast du rein. Ein bisschen schärfer jetzt, oder? Aber Jetzt bin ich nur total gespannt auf die Nudeln, verstehst du jetzt? Ja, das ist der wichtige Das macht mich Punkt, jetzt, ne? ja, das macht mich jetzt neugierig. Ne? Wie gesagt, Musst du ja haben. Aber dadurch, dass der Teig jetzt so lange gestanden hat, dann lässt sich der so gut ziehen wahrscheinlich, oder? genau, genau. Der Wahnsinn da. Aber schauen die meinen sahen genauso schön aus wie die deinen. Also so. Noch besser. Aber nichtsdestotrotz, das gefällt mir schon hier. Oh la la. Ja, ja, das schaut ja gut aus. Oh, Kompliment. Super. Das ist wirklich unglaublich fein jetzt. Das ist ein Handygefühl, ne? Ja, Das merkt ja. man. Na, schaust du? Nein, ich meine, das Nudeln ziehen, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ich meine, ich weiß nicht, das Nudeln schneiden, das ist klar, aber das ist phänomenal. Das eins muss ich euch schon sagen, also ihr habt riesigen Glück mit euren Frauen, ja. Also, das ist schon so uigurische Frauen, also wenn man, laut sagen. ja, wenn man, also das ist schon eine gute Partie. Also, die können kochen wie die Und Sie haben Weltmeister. auch Glück mit uns. Wenn Sie so kochen, wer isst, sonst wären wir nicht da. Nee, aber das muss man schon mal sagen, also das ist schon richtige Hausmannskost auf alle Fälle. Da habt ihr schon Glück. Also. Da bringt man die Nudeln klein da einfach reinbeißen, oder? Genau, einfach reinbeißen. Kannst du das Nudeln Na, machen? Nudeln kann ich auch nicht. Aber der Ömer, der Ili, Nein, Nudeln kann er auch nicht. er kann Nudeln auch mag nicht. ich, Ach ja. so, nur Gemüse. Ja, Ja, Gemüse ja. kann ich auch. Ja. Also ich habe jetzt ohne Übertreibung, aber selten sogar die Nudeln gegessen. Die schmecken fantastisch. Richtig schön frisch. Ne? Nicht al dente, wo immer jeder meint, dass das so toll ist. Das ist überhaupt nicht toll. Das ist toll. Vielen Dank für die ganze Gastfreundschaft. Ihr seid wirklich also unglaublich sympathisch, nette Leute. Ihr könnt kochen wie die Weltmeister. Dann vor allen Dingen auch schön ist der Zusammenhalt, den ihr habt, also die Freundschaft untereinander. Finde ich sehr schön. Das tut richtig gut auch.
Das ist ein Teil von Opferfleisch, das wir... Das ist alles Lamm, oder? Alles Lammfleisch, Kartoffel und er ist unser Koch und wir sind seine Helfer. Okay. Unser Essen ist ein Stück Heimat in Bayern. Unsere Kinder, die hier auf der Welt gekommen sind, wenn wir unsere Kultur, also unser Essen nicht kochen, die werden davon auch nicht erfahren. Was ist eigentlich, wenn man sagt, was ist Uiguren? Oder wenn sie danach gefragt werden, was essen Uiguren? Welche Esskultur habt ihr oder welche Spezialitäten? Darauf müssen sie eine Antwort haben. Deshalb also bei unseren großen Festen kochen wir unsere Spezialitäten und auch zu Hause kochen wir unsere Essen, damit die Kinder auch das kennenlernen und dann auch später kochen können.